Ich soll ein bisschen über Asyl und Außenpolitik schwätzen. Dafür fange ich vielleicht mit einem Satz an, den man in diesem Kontext besonders wichtig schenkt. Weil hier ja vieles dabei ist. Und den Satz, mit dem ich anfangen ist, die DDR bekennt sich zum Recht auf Asyl. Punkt. Das ist also nicht etwas, was wir auch vorstellen, dass Menschen, die verfolgt gehen an einem Land, individuell, politisch, aus religiösen Gründen, kein Asyl sollen kriegen. Mehr, und da könnte mehr. Wir sind aber auch als ADR konsequent gegen den Missbrauch vom Asyl. Und ich meine, die zwei Sachen sind wir zusammen. Und wir haben von Anfang an, auch schon vor der Krise von 2015, gesagt, dass wir uns auf Basis vom internationalen Recht an dieser Diskussion stellen. Das internationale Recht ist beschrieben durch Genfer Konventionen, durch die Asylrechtskonventionen, durch Schengen-Verträge, durch Dublin-Konventionen. An den Unterschied zwischen der ADR und allen anderen Parteien hier im Land ist ganz einfach. Wir stehen auf der Basis zum Recht und immer gefordert, dass das Recht angehalten wird, und all die anderen Parteien haben die Rechtsordnungen, wie sie damals existiert haben, verletzt. Heute sind die uns Reproche machen, wir wären an einer bestimmten Hinsicht nicht richtig, nein, wir sind richtig. Und die Riss, der Streit, den an Europa entstanden ist, rund um die Migrationsfragen in den letzten Jahren, das Abkommen von zum Teil radikalen Parteien, die Destabilisierung von der politischen Landschaft, die Fragmentierung von der politischen Landschaft in Europa, die Unfähigkeit, die Handlungsunfähigkeit der verschiedenen Länder, das alles wäre nicht entstanden, wenn man eine Asylpolitik betrieben hätte, wie wir sie revendikiert haben. Wir bedauern, dass 2015 in der Lützeburger Präsidenz dezidiert wurde, für die Leute, Migranten, über Quoten an Europa zu verteilen. Das war eine von den schwersten politischen, ich ging nicht sagen, wie so Katastrophen, die man in den letzten Jahren in Europa kannt hat. Der Streit, der Riss an Europa, den dadurch entstanden ist, der behindert als Zusammenwachsen an Europa nach Jahren raus und hat wirklich ganz viel Schritt gemacht. Wir sind als ADR für den Schutz von den Außengrenzen. Wir sollen, wenn wir die Außengrenzen nicht effektiv schützen, nicht kontrollieren, wenn wir wirklich, wie wir Blick nach immer nicht können, mit Sicherheit so, wen an der Europäischen Union kann reisen, aber wen nicht, dann ist die Konsequenz davon, dass das Schengen-System zusammenbricht. Alle Gurheibannen genießen wir nicht nur den Euro, mehr die Freiheit, wir können von einem Land an das andere zu reisen, ohne Grenzkontrollen. Die Freiheit steht im Spiel. Weil ein Land um andere sieht sich ja, wenn die Außengrenzen nicht kontrolliert gehen. Da muss man als Bannengrenzen an Europa kontrollieren, für uns zu schützen, für illegale Immigration zu verhindern und all anderen negative Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Wenn es also eine Partei gibt, die durch ihr Programm auch die Bannengrenzen ablässt, dann ist es die DDR. Weil wir müssen die Außengrenzen effektiv schützen, wir können Bannengrenzen abzuhalten. Dafür sagen wir auch, wir wollen einen Beitrag leisten als Lützeburg für den Schutz von den Außengrenzen, für da effektiv mit aufzutreten. Asyldemanten sollen wir möglich draußen dem Territoire von der EU schon gemerkt gehen. Die sieht schon mich mit RTL haut. Probieren, aber das Verhältnis zu verbessern. Und wir probieren eben durch die Politik eine dauerhaft Lösung von der Migrationskrise können mitarbeit zu feiern. Sozialtourismus ist auch etwas, was das schürt an der Europäischen Union. Weil das ein anderes Prinzip, das im Spiel steht. Das ist Niederlassungsfreiheit, Freizügigkeit allgemein. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass das auch ein großer Gewinn ist, dass ich kann an Europa haut von einem Land an das andere gehen und dann schaffen, wo ich will. Aber es gibt auch Konditionen, sind darunter gebunden. Und die Konditionen gilt es doch anzuhalten. Wir können nicht hingehen und eigentlich erlauben, dass die Freizügigkeit auch zu einem Missbrauch führt, die das Prinzip selber nicht mehr bei den Leuten akzeptabel gegen Schengen lassen. Ein paar Wörter über die Außenpolitik, oder fängt man vielleicht an mit dem Elargissement. Europa ist ganz sehr gewusst. Es ist ganz sehr gewusst und es ist schwer, für das Europa so zusammenwachsen zu lassen, wie wir wollen. Das ist ein ganz komplexer Prozess.
Und es muss ihn durchaus unter anderem die Lehre zeigen, dass man beim Elargissement ganz vorsichtig sein, dass die Länder, die man wollen abholen, wirklich auch alle Kriterien erfüllen, Kopenhagener Kriterien, dass sie integrationsfähig und integrationswillig sind und dass man bereit sein, Grenzen zu ziehen. Das ist ja eine offene Diskussion, wo fängt Europa an, wo hält es ab, was ist Europa, definieren wir als kulturell oder wie Institutionen und so weiter und so fort. Wir müssen Grenzen ziehen. Und zwei Grenzen, die so wir können sie an. Die eine als Türkei. Wir wollen nicht, dass Türkei kein Member von der Europäischen Union sind. Wir hatten an der Chambre eine Resolution, wo wir gesagt haben, wir müssen die Negoziationen definitiv aufbrechen. Definitiv. Da wo die Einzige, die dafür gestimmt hat, all die anderen Parteien sagen, ja, man eine Pause, findest du Erdogan im Regime. Nee, das ist nicht nur Herr Erdogan sein Regime. Stell dich mal vor, eine Türkei, die schon die bevölkerungsstärksten Nation ist in Europa, außer Russland, gegen Lovelle Member gehen mit dem kulturellen Heritage, den sie repräsentiert, mehr stark für Deutschland, mit den Ideen, was ging das für eine Europäische Union bedeuten, wo sind Grenzen dann von der Europäischen Union, mit welchen Problemen werden wir da konfrontiert. Ich meine, all die Überlegungen, wie all die Leute, die drehen, dass Türkei soll ein Member der Europäischen Union sein, denken das nicht bis zu Ende. Wieso? Na, wir hätten eine gute Partnerschaft mit der Türkei, an der Sicherheit, an der Ökonomie, welche uns ein wichtiger Partner ist, ein Nachbar, aber nicht ein Member der Union. Und die zweite Grenze ist die Ukraine. Wir haben in den letzten Jahren dazu beigetragen als Europäische Union, dass das Land zerrissen ist. Zwischen einem Westen, den die Illusion vorgegaukelt, auch können an die Europäische Union zu gehen, an einem Osten, den das nicht wollte. Aber wenn wir heute die Splickung haben an der Ukraine, dann haben wir eine Mitverantwortung als Europäische Union für die Entwicklung, und wir sollen das nicht vergessen. Außenpolitik ist eben in den Bereichen, wo wir so eine Einstimmigkeit muss erhalten bleiben. Weil, könnt ihr euch vorstellen, dass man nur all den Jahren, an all den Erfahrungen, die wir als Land gemacht haben, gegen eine Fremdbestimmung. Dass man nur wirklich hingehen, wie viele wollen man an ein Direktoire praktisch legitimieren. Das nennen den Haut ähnlich, das nennen den Haut Motto, das nennen den ich weiß nicht wie. Aber ein Direktoire für große Nationen an dann die Stimmigkeit aufschaffen, wie praktisch zu sagen, ihr könnt machen, wer der will, praktisch in Europa, mit ihrer Stimmenmajorität, und wir müssen auch außenpolitisch das machen, was ihr für richtig fand. Für uns inakzeptabel. Umso mehr inakzeptabel, weil heute dieselben Nationen davon schwätzen, eine europäische Armee zu gründen. Das ist an unseren Ländern nicht nötig, eine europäische Armee, wir sind an der NATO gut abgehoben. Aber die Leute, die heute eine europäische Armee, die wollen gleichzeitig über Majoritätsdecisionen dezidieren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir als kleines Land weder etwas mit zu dezidieren hätten, aber auch natürlich müssten zu so einer Armee mit beitragen. Das heißt, wir gingen Leute zur Verfügung stellen, Material zur Verfügung stellen, also ein Territoire zur Verfügung stellen, Mittel zur Verfügung stellen, ohne irgendein Mitspracherecht zu haben. Und da sind wir als ADR, für uns kommt das nicht davor. Wir haben als ADR einen großen Wunsch. Wir hätten gerne gute Relationen mit dem Vereinigten Königreich und Brexit. Und wir sind bereit, auch eine institutionalisierte Verteidigungskooperation mit dem Vereinigten Königreich über den Brexit raus anzuführen, wie wir früher hatten, an der Form von der WEU, wie darüber nachzudenken, eine ähnliche Struktur anzuführen. Wir hätten gerne eine gute und vertrauensvolle Relation mit den Amerikanern, denen wir an ewiger Dankbarkeit verbunden sind. Und wir hätten gerne, dass überall politische Umstände vom Erblick raus die Wichtigkeit von einer permanenter strategischer, freundschaftlicher Partnerschaft mit den USA erkennbar ist. Und gleichzeitig so wir aber auch, und da sind wir im Ernst wie andere, dass an unserem Interesse auch eine normale Relation mit Russland zu haben. Russland ist nicht unser Gegner, Russland ist ein potenzieller Partner. Ja, es gibt Probleme, das muss man anerkennen, aber Probleme muss man über Verhandlungen lösen. Das ist den Ansatz, es hat keinen Wert, als Sackgasse zu manövrieren, permanent Antagonismen aufzubauen, wir müssen Brücken schlagen. Lützeburg hat in der Vergangenheit viele Brücken geschlagen aus seiner Politik,
Und das ist eine Tradition, die wir können feiern. Auch hier will ich mich auf das berufen, was meine Vorredner gesagt haben, Einstimmigkeit, nicht als Rechter abgehen, auch nicht an der Außenpolitik, das nicht am Interesse von einem kleinen Land, als anderen, als Schicksal, Antennen von anderen zu lehen. Wir sollen selbstbewusst sagen, auch wir haben legitime Interessen, auch wir können als Interessen und dürfen als Interessen vertreten, an einem Blick, so wie die Diskussion hier an diesem Land lebt, also just der die das die Leute will garantieren. Ich sage nicht merci.